So vom rein legislative Standpunkt aus Dateien ke gut Gesetze. Verschiedene Vierredner haben schon gesagt, Datei viel Sachen man nicht vermischt gesehen. Es geht zu einem großen Teil jetzt von Veränderungen am Bereich von der legaler Immigration, aber auch durch die Änderungen, die wir im Bereich Centre de Retention machen, haben wir zu denen zum Teil unberechtigter Immigration, unberechtigten Demanden hier am Land oder sogar illegaler Immigration in verschiedenen Fällen, so Datei eine Vermischung von verschiedenen Sachen viel Leid, das ein bisschen wie den Herr Adam für in einem anderen Kontext gesagt hat, Omnibusgesetz, ja, ein Omnibusgesetz, an dem Sinn, weil ganz viele verschiedene Sachen daran nur geschwert gehen, die nicht unbedingt etwas man denen zu dienen. Nun als ADR dafür auch just ein paar Prioritäten rausgeholt, über die wir schwätzen, wir kein Problem mit der Umsetzung von denen Direktiven, die beschrieben sind über den Detachement Intragroupe oder Travailleurs Saisonniers, auch kein Problem mit der Kontinuität d'Aktivité an anderen Ideen, die hier rauskommen sind, auch nicht, dass man die Investisseuren Titre de Séjour schaffen, wie verschiedene Kategorien, wo Leute an einer Situation, wo sie als Land, als Finanzzentrum aber eine stärker Konkurrenz als zu anderen Ländern, die so Fazilitäten offerieren, mengen schon mal da nicht viel will, wie als auch so ein Movement unzuschließen. Man muss ganz, ganz gut darauf aufpassen, dass man eben Konditionen von Honorabilität und so weiter muss kontrollieren und dass man nicht können zu weiteren Blanchiment-Aktivitäten beidrohen, dafür ist eine strenge Kontrolle auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Es gibt aber eine Reihe Kritikpunkte an diesem Gesetz. Das Regroupement familial, das etwas, was gut klingt. Aber wenn wir hier gehen und wir holen die Avantagen, die verschiedene Kategorien kriegen, die wir speziell favorisieren, für sie eben umzuziehen, und mit denen die auf einer Kategorien aus, ist das natürlich ein relativer Verlust für die Kategorien, die man aber wollte, bewusst befürchtliche Weise umzuziehen. Das kann ihn matdrohen, das ist okay Punkt, wie wir aus diesem Gesetz gegen opposieren, aber muss ihn das eigentlich signalisieren. Wenn wir aber ein Problem damit tun, auch aus Gründen der Kohärenz und der Entwicklungspolitik als mit der Idee, dass wir hier gehen, und wir holen an diesem Gesetz die Möglichkeit, dass Leute aus Drittstaaten, die hier studieren, zum Beispiel auch aus Ländern von Entwicklungsländern, aber so in denen, die können direkt hier bleiben, hier in Demande d'Emploi, hier schaffen. Und die Idee ist ja aber aus sich, dass man die Leute hinholen, sie hier qualifizieren, für sie an hier Länder zurückzuschicken, wo sie mehr gebraucht gehen für hier. Und das ist eine Sache von der Kohärenz, auch an unserer Entwicklungspolitik. Wie das schwätzen wir hier in der Chambre von der Kohärenz an dem Bereich. Und das ist also sich ein Beweis, dass die Regierung in jedem Fall die Kohärenz nicht bringt. Weil die Idee ist nicht, dass wir qualifiziert Leute aus Drittweltstaaten durch ein Brain drehen, durch ein Gehirn aufholen, wäscheln, aus diesen Ländern hinbringen. Wir am Gegenteil, dass wir Leute qualifizieren, wie zum Guten von ihren Ländern beizudrohen. Das ist ein Punkt, den wir als ADR nicht machen. Und dafür, Herr Präsident, froh wir auch über den Punkt 27, Artikel 59, ein separate Wort, weil da der wird den Punkt nicht mehr drohen. Das ist auch ein bisschen übertrieben, dass wir hier gehen und wir gucken, dass l'accès direkt aux fichiers des étrangers nicht mehr möglich ist als Verwaltungen, wenn die administriert für drun hier Erlaubnis gehen haben. Auch da ist ein Punkt, wo man sich fragen, ob das nötig ist, an Eisen an, also das nicht. Das Centre de Retention, par contre, ist eine ganz interessante Diskussion. Wir drohen das mit als ADR. Ich meine, das ist sicher wichtig, wie auch verschiedene Vierredner gesagt haben, dass man nicht an eine Logik rankommen, wenn ein falsch verstandenen Humanismus, dass man nicht mehr Rückfeierungen können vorholen. Das wäre ein falsches Signal. Es geht ja hier um Leute, die sich bewusst einer freiwilligen Rückfeierung entziehen. Aber an Älteren, sie müssen die auch die Verantwortung holen, wie hier verhalten, noch gegen die ihre Kinder. Älteren, die sich verantwortungsvoll gingen verhalten, die gingen evitieren, dass sie mit ihren Kindern müssten an der Centre de Retention eben just für Situationen können verhindern, wo das vielleicht traumatisch für Kinder ist. Und wir unterstützen ganz klar auch als ADR die Motion, die wir heute zusammen tabliert tun, dass wir eben die humanitären Aspekte an der Retention wollen betonen und noch erwarten, dass die Regierung als darüber Rapport möchte. Das ist nicht der Punkt. Politisch ist das aber interessant, wie zu unterstreichen, dass hier ein Lehrprozess für verschiedene Parteien stattfand wird. Wir erinnern uns noch ganz gut an die Debatte, wo mir 2009, wo Herr Angel Demozitella SAP gesagt hat, dass wir eine rein theoretische Möglichkeit, dass eventuell Mineure könnten an das Centre de Retention kommen. Es wären bestimmt keine Mineure non accompagnés. Denn Herr Nico Schmidt, haut nach Minister in der Regierung,
huet gesot, de Mineure kommen am Prinzip überhaupt net an de Centre de Retention, an den aktuelle Justizminister vun de Gringen, den Herr Felix Bratz, aktuelle Justizminister hat gesagt, gegen kein Mineuren durchkommen, Detention wäre so kurz wie möglich. Und es sind die 3 Parteien, die aber Orlo von 72 Stunden auf 7 Tage herabsetzen. Hier ist ein Lehrprozess gewesen, ein Stück Realismus, den ich nicht mehr begrüßen kann, den einfach an die Debatte erkennt. Und ich muss sagen, dass wir als ADR so an der ganzen Immigrationsdebatte sind der Jahren die Partei sind, die von Anfang an gesagt hat, wo die Schwerpunkte am Raisonnement sind, die von Anfang an eine andere Politik verlangt hat, aber wo man gesehen hat, sowohl national wie im europäischen Niveau, Schritt für Schritt, das, was wir gesagt haben, von Anfang an, der Respekt von den internationalen Konventionen, Notwendigkeit vom Schutz von den Grenzen, Notwendigkeit vom Respekt für verschiedene Prozeduren, alles das, was wir sind der Jahren so lös an die mehr realistische Politik ran, an das ein Lehrprozess, den als unendlich viel kostet, der mit schrecklichen Schwierigkeiten verbunden ist, mit viel menschlichem Leid, mit illegalen Überschreitungen von Grenzen, mit Leuten am Mittelmeer ertrinken. Wenn man direkt auf den anderen Weg gehen, wie wir es präkonisiert tun, wäre es viel erspürt geblieben. Die Reform vom Centre de Retention erschüsst an Eisen ein Element mehr in der anderen von einem Lehrprozess, den schwierige Lehrprozess, wo verschiedene linke Parteien haben, den man als hätte von Anfang an können erspuren. Und ich begrüße die Rede, die den Herr Moser gehalten hat, mir mit alle Frohen, die den Herr Moser am Namen von der CSV gestaltet, die mir delen, will ich aber unterstreichen. Ich will aber unterstreichen, dass die Politik von der CSV auch an diesem Fall ist, dass sie d'accord ist, damit die von 7 Stunden auf 7 Tage abgeht, an der CSV auch an ihrer Immigrationspolitik noch ganz viel Frohen zu beantworten hat, weil es geht nicht durch Frohen zu stellen, weil CSV wie andere Parteien bislang nie gesagt, dass wir eine Obergrenze brauchen an der Immigration, hat die europäische Immigrationspolitik nie substanziell auf Frage gestellt, und auch CSV hat an diesem Dossier eine Weide Weg zu gehen, bis auf dem Realismus ankommen ist, den ihr von der Partei kennt erwerben. Das gesagt wird mir als ADR, das Gesetz matstimmen allerdings, Herr Präsident, hat man gerne separate Wort auf den Punkt, den ich schon genannt habe, den Studenten angeht, wenn wir der Meinung sind, dass es moralisch nicht vertretbar ist, Länder, die hier qualifiziert Leute brauchen, probieren, die wegzuholen.